Guten Mittag von Bresel, guten Mittag Herr Görens. Wie ihr seht, sind wir noch immer zu Bresel. Wir gehen noch immer nicht auf Straßburg. Während der Covid-19-Pandemie, das war auch eine von den Diskussionen. Fand ihr das okay, dass wir hier bleiben? Dass wir nicht auf Straßburg gehen mit der Pandemie? Ja, das ist eine außergewöhnliche Zeit, dass dann zu außergewöhnlichen Mitteln gegriffen wird, das ist normal. Wir können auf Straßburg kommen mit einem größeren Risiko für eine Gegend zu gehen, wo den Covid-19 gerade am Gang ist zu wüten, mit mehr Kranken rumzukommen und dann eine ganze Rattenschwanz für Quarantäne auszulesen. Also das ist besser. Ich will aber darauf sagen, dass eine absolute Ausnahmesituation ist, weil Lützeburg, und ich bekenne mich dazu, steht nach immer zu den Dispositionen vom Traité der Sitz von dem Europaparlament aus Straßburg. Mit 12 vollen Plenarsitzungen am Jahr für 4 Tage. Ja, wie der gesagt hat, das Session am Moment an von den Hauptthemen war Tritt von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die Lage von der Union. Die war gestern, wie die fand, wie die erlebt. Ich finde es nicht schlecht, ich ging es aber auch nicht übertreiben. Ich meine, das Wichtigste, was am Jahr 2020 festzuhalten ist, das, was hier eine paar Wochen geschieht ist, nämlich bei der Adoption durch den Conseil von der mehrjährigen Finanzplätze von der Europäischen Union, dass an den Recovery Plan, wo 750 Milliarden sollen additionellement zu den rund 1000 Milliarden kommen, die für die nächsten 10 Jahre gebraucht gehen, das war meiner Meinung nach das Essentielle, was für das Jahr zurückzubauen. Das da, wo die Europäische Union neu gegangen ist, gestern wird es natürlich darin rappeliert, und dann einen Akzent auf den Greening gelöst von der Politik, der Green Deal. Wir wollen 55% CO2 reduzieren ab Platz 40. Ich stelle mir immer vor, wie das Machbarkeit von dem Ganzen. Für 70% machbar werden, sondern auf 70% gehen. Ich hätte gedacht, die Kommission auch noch ein bisschen mehr präzise geht, wie machbar das ist, wie Schwierigkeiten gibt, ob an der Moyenne das möglich ist, von den sämtlichen Akteuren konsultiert. Ich bin d'accord für ambitiöse Ziele, aber nach ein Jahr, wenn in einer Regierung wäre, wie schwierig das heißt, die Sachen dort zu applizieren sind, Machbarkeit an Ambitionen gibt man nicht. Ich schwätze Machbarkeit in Teil von dem Recovery Plan an den nächstjährigen, dem nächsten MFF, das war auch das war ein großes Thema, sind die Ressourcen oder neue Ressourcen von der EU, dass auch das gestimmt gehen an der Pläne, wird gestimmt. Was haltet ihr davon? Ist das machbar? Das ist machbar, sondern zu gleicher Zeit als ein Wert auf Zukunft. Den Accord de Principe besteht, am Conseil für auf den Weg zu gehen. Das ist ein großer Fortschritt, wir haben lange Jahre darüber hingeschafft, die europäischen Ressourcen sind am Laufe der Jahrzehnten, wo sie existiert, immer mehr aufgegangen. Und das ist notwendig für uns Männer aufhängig zu machen von den Zuwendungen von den Memberstaaten für das europäische Budget. Weil das europäische Budget geht an diesem Moment noch quasi integral finanziert durch Überweisungen, die die Staaten und Kommission machen. Ja. Das bringt die Kommission an eine terrible Aufhängigkeit von den Staaten an, für das die Aufhängigkeit ein bisschen zu reduzieren, wird gut von den eigenen Ressourcen. Das mal generell. Lo kennt ein Emprunt, den Kommission abhält für 750 Milliarden, das ist die erste Kehr, dass die Kommission das mischt, also auch die erste Kehr an dem Volumen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bezahlt den dort zurück, Remmenke Mazuen, die die Einzelstaaten und die Europäische Union überweisen, da müssen sie ihren Beitrag enorm heben, oder sie wir gucken mal, dass wir ein paar europäische Steuern beschließen, Plastik op dem Border Adjustment Mechanism, das heißt die Produkte, die an andere Gegenden von der Welt produziert gehen, an der Europäischen Union importiert gehen, die Mannerkontranten haben, für die wir am Kader vom Green Deal haben, die mussten dann einen Tax bezahlen, für den europäischen Markt zu kommen. Das ist eine zweite Ressource. Da so ein Tax auf den Transaktionen, finanziellen Transaktionen geplant, die erst Lützeburg mehr kontestiert, aber immerhin am Prinzip als gut, dass den eigenen Ressourcen hört. Das ist gut für die Europäische Union, weil man aufhängig ist von den Staaten. Das ist gut für die Staaten,
weil da brechen sie net och nach als ihrem Budget zusätzlich Meier zu für Brüssel zu erweisen, weil die Meestaaten hun den terriblen Problem mat der Metris vun öffentlich Finanzen also Teil Lesung, die am Fongitfreng mislichten. Gut, just für aufzuschließen als nächstes Thema vielleicht nach Weißrussland, der sieht dünsten und der Heiner Pläne dazu zum Debat interveniert, was da geschieht als nicht schön, das auch neben der Covid-Krise eine demokratisch-politische Krise. Wie sieht ihr das? Hast du in kann die EU du etwas machen, helfen auf welcher Form? Die EU hat das gebet, was sie muss machen, das auch zu letzter Zeit im Minimum, sie hat kondamniert, was da geschieht, dass wir sind an einer Europäische Union, die Europäische Union, die hat 27 Memberstaaten, die sind alle auch Mitglieder von der OSZE, der Europäischen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, gerade wie auch Weißrussland. Und das ist ein Eis für zu gucken, dass die internationalen Regelwerke auch durchgreifen. Die OSZE kann Wahlen kontrollieren, die Europäische Union hat schon ausgesprochen, für freie Wahlen zu kriegen. Und damit das schon praktisch kommt von ihren Abflussmöglichkeiten. Wenn den darüber rausgeht, da spielt den höchstens den Russen an dem, weil die EU so zu geben angreifen an Weißrussland, was NATO sich gibt, und bekommen und dafür als gut, dass NATO sich zurückhält. Der Dienst, was sie gemäht hat, dass dadurch kondamniert wird, und das nicht an der Reihe ist. Aber sonst meine ich, soll sie an alle Sprachen, die dann der OSZE gibt, schweigen. An Leiit dat do selber ausfechten lassen. Die Opposanten, die zu Minsk an am ganz Weißrussland op Stroß gehen, die sind so stark, die sind so motiviert, die sind so energisch, die sind so courageus. Alles wat nur enger Ingerenz verbause könnt ausgesehen, dat gibt sie an ihrer Position schwächen. Wir sollen die Resultate do mat Gelossenheit op bei kommen lassen. Schmengen d'Opposanten, die werden den von dem Lito schreiben, auch fanden ein bisschen dauert, aber ich kann jedenfalls viel Erfolg wünschen, sodass die responsable Courant an Weißrussland hoffentlich relativ geschwind zurückkriegen. Die sie auch von ihrem politischen Gruppe von Renew Europe für den Sakharov-Preis nominiert gehen. Wie dummer zu ist, vielmals merci, du mal ab, und dann melden wir uns am Oktober zurück. Vielmals merci, Herr Gürtz. Merci. So.